Salut! Und herzlich willkommen bei Luxplay. So, weißt du, was wir schon lange nicht mehr bei uns hatten? Nee, so mal. Souls-Likes. Richtig. Und genau aus dem Grund gehen der Haut zwei davon an. Einmal mythologisch Und einmal galaktisch. Jules, schon Hunger. Wo ist das für mich? Oh, schon eine Zeit, weil im Moment. Hi, das ist noch nicht frisch. Merci. Schmeckt wie Dynasty Warriors. Ja, das ist ein Klassiker, da geht da immer Dynasty Warriors. Alle Jahre kommt das gut. Nee, okay, da war die schon hi. Etwas Neues aus dem Souls-like Store. Nio, das könnte immer gut. Sag mal. Mal da mal dabei, vielleicht schmeckt er besser. Ja, die Mix ist nicht so schlecht. Und wie nennst du die Kombi? Wulong. Die Entwickler von Team Ninja sitzen definitiv nicht auf der fauler Haut. Gut 2 Jahre nachdem sie mit dem erfolgreichen Action-Schnetzler Nioh 2 fertig waren, wo sie schon das nächste Spiel dabei sind. Wulong Fallen Dynasty. Wie haben sie das fertig gebracht? Naja, an dem sie thematisch und spielerisch ganz nur bei ihren letzten Spieler bleiben. Frei no Motto, was nicht futtiers, braucht auch nicht gefleckt zu gehen. Wulong ist also nächstes Souls-like Spiel, das heißt, mit feindseliger Welt, wo sie ziemlich alles de Stot gesiewel, gefroren lauren hannert all Eck, schon die einfachste Gegner können de schnell killen, von de gnadenlose Bosse gar nicht zu schwätzen. Et gilt Save Points freizuschalten und denen gelevelt an die limitiert Heal Potions abgefüllt können. All die normal Gegner rundherum respawnen, wann ein Save Point benutzt wird oder der Spieler stirbt, und es wird viel gestorben. Oh, an die lebenswichtigen Levelpunkte sind natürlich auch fort bei all dort. Und du hast genau 1 Urlaub, sie dort zurückzukriegen, wo sie gestorben warst. Aufgrund geht das ganz durch den Multiplayer, mit dem sie dir einer Spieler als Unterstützung herbeirufen oder an einer Spieler hier Welt abbrechen kannst, wer sie zu verfallen bzw. zum Kampf herauszufordern. Team Ninja war mit der Nioh-Franchise von denen gelungensten Souls-Likes neben dem OG FromSoft gelegt. Und so bietet sie auch mit Wulong extrem schnell und dynamisch Third-Person-Action. An einem mystifizierten allen Asien, wo Rüstung, Waffen, also sogar Magie frei ausgewählt können, für am Kampf gegen Dämonen und Legendärkrieger eine Chance zu holen. Gemeinsamkeiten mit Nioh halten aber do nach lang nicht ab. Geschichte spielt zwar das Kehr am antike China zur Zeit vom Krieg zwischen den famosen 3 Königreichen. Wie für den Rest kennt, ich mein Resümee zur Story von der Nioh 2 Review aus unserer Episode 33 holen, bricht just alt Japan immer durch antik China zu ersetzen, auch schon habe ich die Geschichte von Wulong erklärt. Soll heißen, du bist der stumme Protagonist ohne Numm, den du dir anfangs am Character Editor frei erstellst. Du verfolgst eine lusch und ganz offensichtlich bösartige Gestalt, die zaubern kann und überall die Menschen korrumpiert, indem sie Kriegstreiber ihre magische MacGuffin umdreht, den übernatürlich Murcht verspricht und Leid an Dämonen verwandelt. Dabei trillst du nächst von einem Krieg an den nächsten, triffst auf lauter bekannten und mythischen Figuren aus der chinesischen Geschichte, an der Sohn über die Zeit von den 3 Königreichen, erlegst deinen unsichtbaren Beitrag zur Geschichte, indem du den historischen Gewinner vom Krieg ja decisiv Viktoren ermöglichst. Fan von der Dynasty Warriors Franchise werden überdems viel bekannte Gesichter herumgesehen. Am Spielmenü kann in auch nicht alles über die Gegner und Charaktere nur lesen, auf verschiedene interessante historische Fakten und Folklore über die Zeit lehren. Über denen viele nehmen Fraktionen und Plätze, die teilweise ganz ähnlich heißen, verlieren die schon einmal schnell den Überblick. Oh, ja, Oh, grüezi. Grüezi. Ja, sag mal, Ja, wo geht's denn da lang? Wulong. Dolong. Wulong? Dolong. Oh, da lang. Ja, Grüß so. grüezi. Ihr Blick an den Inventar oder an den Ausrüstungsmenü verrät, dass doch nicht viel Loot gibt. Zufällige Loot mit teilweise zufälligen Effektboni von den es überall an Kosten an als Belohnung für gepackte Gegner.
a wenn net regelmäßig beim Schmatz sei Schrott verklappt, werd schnell d'Iwersicht am Waffen an Rüstungschaos verléieren. An dat obwohl wo Longwei den aufgespeckte Bruder vun Nio wirkt. Mat méi enger klenger auswielo Waffen a Rüstungen, Manner Skills an noch Manner Gegnertype. Wéi bei Nio ginnet och bei Wulong Schutzgeester, déi als oplötbar Trumpcard funktionieren, an déi am Lafen der Geschicht gesammelt gin. Sie könne Geruf gi fir kurz am Kampf ze hëllefen mat engem Ugriff oder können de Protagonist kurzzeitig mat ihrem Element Ugriff an Defenseboni gin. Zum Thema zofälleg Boni muss ich kritiseieren, dat so gut déi praktischste Buffs nëmmenne pur Prozent beigin. An e soe geringen ënnerschiet man, dat et sech kaum lohnt ist, Spielelement wirklich in der Club zu holen. Mei e klenkt Spiel heech doch, dat Manner Niewemissionen an Herausforderungen nief der Hauptstory freigeschaltet gin. Weil d'Story de Spieler vun enger Hauptmission direkt an die nächst gehait, gëtt se Niewe-Content ger iwwer sinn. Bei de Savepoints kann ent Land quad opman a vun do direkt Niewemissionune starten, oni dat de Fortschritt an der Hauptmission verloren geht. Außerdem kannst du auch so an e friedlich Dörf heich Öwen an de Bierger reesen, dat de bësse wie en Hab oder du hem fir dei Charakter funktioniert. Hei kannst du NPCs besichen an hinne klein Gefale machen. Dat praktisch dabei, du schmatt as och hei. Du warst op denger Mission beim Bosu kommen, den as heftig, wie du es fleißig Upgrade-Material gesammelt weh du hin. Ke Problem. Einfach kurz zräg an Dörf, alles upgraden, anzräg bei de Boss. Wa mir schon von Neierungen schwätzen. Sicherlich die opfälligste Neuerung, die auch de gesamte Gameplay bestimmt, als Pareia-Mechanik vun Wulong. Entwickler hu sich wohl nach ein Kehr bei FromSoft inspiriert, an Sprangfunktion an Pareire vu Sekiro überholt. Spielerfigur an all Gegner hunn eng sogenannte Spirit-Anzeich, déi an negativ geht, wann e Schwert erstöcht oder just blockt, mir opgeht durch Parieren a Schwert ausdeelen. Ass de Spirit negative Limit ukom, kann de Spieler sich der Kurzzeit net méi bewegen a géint Gegner viren. Umgedreht kann e Gegner, dem sei Spirit gebrach ass, direkt aufgestacht gin, wat bei denen meeschte Gegner de Kampf entscheet. Gegner hunn außerdem rotlichten Superattacken, déi zwar net geblockt, awer paréiert gi können fir immense Spiritschwert auszudeelen. Dobei kommen nach sogenannte Martial Arts, Superattacke fir de Spielercharakter. Déi henke vun der Waffe auf. All Waff huet 1 bis 2 Martial Arts, déi zofällig bestimmt sinn. An da ginnet nach Zaubersprüch. Déi sinn de 5 chinesischen Elementer Holz, Feuer, Metall, Erd a Wasser zougedeelt, a kënnen as Skilltrees freigeschaltet gin. Ob direkt ma Element greifen, seg Waff mat verstärken oder seg Defense erhegen, dausjel ass high gross. Martial Arts an Zaubersprüch belächen allerdings de Spirit, a wenn einfach trop Plasma Zaubersprücher Superattacken draschlägt, riskiert vun engem enzesche Gegeschlag ausgenockt ze gin. An da gëtt och nach dem Morallevel. Dee fängt bei de Missionioune méchens bei 0 un, ersteich durch Kille vu Gegner. Gegner hunn och all ënnerschitlech héich Morallevelen an Moral bestimmt, wéi stark ihn ausdeelt an erstierche kann. Weil Moral vum Spieler mat all Schwert den erstöcht rof geht, lebt et méchens darüber aus, dat den entweder dominiert oder dominiert gëtt. Du kust grad vum Gegner eng an Schnëss dummgang, lo ass deng Moral och nach Rof a du mes och nach Manner schwet. Zumuls bei Bossen, déi lang Kombos ausdeelen, wo alles vëll paréiert ginn an een Ausrutscher direkt heescht, dat se de recht vun der Kombo kasséiers, kann dat frustrant ginn. Lo bedenk, dat all des Sache bei nee kommen, a vum Spiel just kurz oder wag erklärt ginn, an du hast definitiv eng steil Lernkurve fir runter. Wahrscheinlich méi oft gefehl man Kopf gegen eng Mauer ze rennen. Wat bitte besseres wie ein klein Raum zu zocken. Ich gesinn du bist voll lang am Gange. Cool wieso? Ja, aber pass auf, was du gerade eng Wassermagie gegen einen Gegner von der Holzfass machen. Das ist keine gute Idee. Mach das lieber nicht. Nee, also für den du ist es besser, du hältst Metalldinge. Okay. Voilà. Und, nee, du kannst nur nicht, weil der Balken, den ist schon zu viel am Roden. Wenn du das so abschätzt, dann sagst du, nee, pass auf, ich muss das erklären. Also. Oh, das ist nicht gut. Okay. Oh, das ist nicht gut. Han hat dem ganzen Krieg von den 3 Königreichen erklärt. Verschiedene sind ein bisschen Okay. Stopp.
Wieso siehst du das nur alles? Meinst du, das Spiel gibt da irgendeine Sachen erklären? Okay, aber kannst du doch ein bisschen wie kurz fassen? Leia parieren, du Noob. So was Animal Crossing. Umso méi belohnend a befriedigend as et dofir awer och, déi Spielmechaniken ze meesteren an ze spieren, wéi je besser gëtt, wann et am Danz mat engem starke Gegen op emul klik mëcht a keen Ugriff de Schmei errecht. Fir den Challenge e bëssen ze entschärfen, sinn an alle Missionioune Fandelposte placéiert. Déi funktionieren net just als Safe Points, méi erhégen och de Mindestlevel vun denger Moral fir die jeweilech Missionioun. Dat motiviert zum erfuerschen, weil han all Eck kein Fleie Fandel verstoppt sinn, den hëlleft. Och de Stealth bei Wulong ass zwar simpel, méi effikaz. Wenn e Gegner uschleichen an Hanner Exofstierchen, erspurt bei schwache Gegner de Kampf ganz an hëlt och mi starke Gegner gerch an direkt halft Liwene wäch. Bei vielen Hauptmissionioune gëtt de Protagonist außerdem vun engem oder sogar 2 bis 3 NPCs begleet, déi matkämpfen a Gegner oflenke kënnen. Awanns du stirbst, verlierst du bei Wulong net wie bei vielen anderen Souls-Likes all den Levelpunkten, méi immer just haltschend. Zum Schluss nach e Purwur zur Präsentation. Technisch lebt alles proper, es hat just emole Glitscher lieft wie Gegner an engem Abgrund hängen geblieben. Grafik ist allerdings leider definitiv nicht Next Gen. Hier schenkt alles bei Nioh 2 hängen geblieben zu sein. Die Reale sind zwar hier und da ganz hübsch, aber oft auch langweilig und unmarkant. Ich hatte das Gefühl, Wulong hätte so auch schon für ein paar Jahre für PS4 rauskommen. Besonders kritisiere ich den Design von vielen Standard-Gegner an den Soundtrack. Die sind so uninspiriert und generic, dass ihr könnt Mengen nicht für einfach unbenutztes Material von Nioh recycelt. Fazit: Wulong ist alles an allem ein durchaus gelungenes Spiel, dem sein Core-Gameplay funktioniert wie es soll, und mit seiner Herausforderung und Lernkurve durchaus motiviert. Noch wenn ich die Präsentation kritisiert habe, hat das Spiel trotzdem einen gewissen Charme. Genre-Fans kriegen hier genau das, was sie erwarten, aber leider auch nicht mehr. Bei der vieler Konkurrenz am Genre sticht Wulong einfach nicht mehr so raus, wie zum Beispiel nach seinem Vorgänger Nioh. Und auch mit der Pareia-Mechanik, die Wulong seinen eigenen Charakter gibt, trippelt Team Ninja trotzdem de Veno, die FromSoft schon mal Sekiro 4 gegeben hat. Wulong betritt leider kein spielerisches Neuland, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Spaß machen kann. Endlich rum als Star Wars Spiel! Woohoo! Und endlich! Geh mal gewür, wie es am Kerl Kästesinger Geschichte für geht. Yes! Und, noch viel mehr wichtig, wird EA die technischen Probleme endlich in den Griff kriegt. Das alles an der viel mehr geht der gewür nur der Werbung. Wegen Werbung. Respawn Entertainment huet mat Star Wars Jedi Fallen Order net nimme seit gefilt Ewigkeiten dat echt richtig gut Star Wars Spiel rausbrucht. Nee, se hunde mat och gewissen, dat se méi wie nimme Shooter entwickle können. Hallo, gut 4 Joer donno kommt dann noch endlich de Sequel Jedi Survivor raus. An noch hei beweist Respawn wat ze können und dat se net e One-Trick-Pony sind. Die Story von Jedi Survivor setzt ebenfalls 4 Jahre no Jedi Fallen Order an und spielt dummer zu gleicher Zeit wie die Obi-Wan-Serie auf Disney+. In den Jahren hat sich aber die Crew von der Mantis abgespleckt und der Kerl hat an den Jahren viel mehr mit der Rebellengruppe vom Saw Gerrera zusammen geschafft, also sein Ruf als Jedi abgebaut und wird aktiv vom Imperium gesicht. Nachdem der Kerl für den Saw Gerrera eine Mission auf Coruscant erledigt hat, hat sein Schiff aber einen Pan an himmlisch eine Notlandung um Planet Kobo, auf dem sich der Grease an der Zwischenzeit niedergelost wird und zum Saloonbesitzer Guinness. Knapp der U-Kommen gerät der Kerl aber auch direkt an den Konflikt zwischen den Bewohnern und den Bedlam Raiders, einer Gruppe von Marodeuren, die von einem Dengai mit dem Namen Ravis angeführt werden. Dengai sind übrigens eine Spezies, die sich praktisch ewig regenerieren können und da wenn es extrem hart klingt zu kriegen sind. Literally. Control room secure, General.
One can never be too sure, Commander. So gëtt de Kerl op Kobo net nëmme vun de Bewunner mé och vum Grease mat openen Äm empfangen. Verschieder Äm will den Grease Féier Äm huet. Okay, ich mache weiter. Während de Kerl no engem Ersatzdeel fir sei Schëffsicht fënden außerdem awer och Ruinen aus der Zeit vun der High Republic an tritt somit die eigentlech Story an sich enger sicherer Platz fir Imperium recht lass. Op dieser Sicht reisen auch wie am Viergänger vu Planet zu Planet a begéint bei neuen ewéi alle Verbündeten an noch Feinden. Während Heiden zu Grundleien de Leveldesign viel weiter ausgebaut an noch viel mehr Aufrüstungsreichers wie noch beim ersten Deel, muss ich so, dass es visuell leider nicht gerade so aufrüstungsreichers. Es hat den halt zwei größere Planeten, die Steppen und Wüste-Settings haben, und dann noch 3 mehr kleine Areale, die zu engem aus dem schon erwähnten Coruscant, aber auch aus 2 Raumstationen bestehen, die aber viel mehr linear aufgebaut sind, dafür aber trotzdem nicht undetailreich zu mangeln. Die 2 größeren Planeten sind Kobo und Jeddah, die nicht nur ein Schauplatz vom Großteil von der Story sind, aber auch alle den Offsites für seine Main Quests zu erforschen und neue Wege zu exploren. Here I come. Oh, here I come. Und dabei immer ein Neues zu entdecken. Heuerst du nicht mehr kosmetische Items für den Kerl an der BD, anerkehren, aber ganz neue Levelabschnitte mit ihren eigenen Minibosser und Skills, die ihr freischalten kann. Wie gerade angeschwart, gibt es auch neue Skins, die ich freischalten kann, und es handelt sich nicht nur um Ponchos das Kehr. Es gibt neue Frisuren an Bärd, Outfits und pure Layeren in der Deal, die man dem Mixen und matchen kann. Ein Blaster gibt es Locolo, und den kann ich weiter Laserschwert natürlich auch customizen. Laserschwert gesät aufhängig von verschiedenen Stances auch anders aus. Die 2 Stances aus Jedi Fallen Order, also Single Blade und Double-Sided, sind natürlich auch dabei. Dabei kommen dann aber auch noch ein Stance, bei der sein Schwert an 2 splickt, und noch ein Crossguard Stance, ähnlich wie beim Kylo Ren. Was mir persönlich einfach besonders gut gefallen hat, war Blaster Stance. Die flashy Moves hört, bei der ihn aufwisselt mit dem Schwert und mit dem Blaster angreifen kann. Durch das Stances wird das Kampfsystem nach viel mehr deft und kann seinen Spielstil individualisieren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich gesehen mein Padawan. Du kannst nur mit dem Laserschwert umgehen, ohne da Fanger oder 2 aufzuschneiden. Gut. Ja, merci Meister, aber so schwer ist das ja gar nicht. Ja, effektiv. Du hast recht, weil der richtige Jedi, dem ist das mit der Murcht. Und mit der Murcht, das heißt, du brauchst den auch nicht. Also, anverbannen und da könnt ihr das heute. Was? Als Stance wird komplett verschiedene Moves als Stats. Aus Crossguard zum Beispiel extrem stark, aber dafür verdammt los. Und Blaster Stance, die mehr Range wird, dafür aber viel mehr schwach als am Mann gut zur Verteidigung denkt. Ausrüsten können aber auch immer nur 2 Stances gleichzeitig. Das kann aber zu all Zeitpunkt ob ein Meditationspunkt oder bei einer Workbench wechseln. Die Variante von den Gegner dürfen auch weiter erhöht, also haben neue Moves drauf. So gehen dort zum Beispiel auch Battle Droids wie an den Prequels oder die ungeschwarte Raiderin, die viel mehr am Nahkampf drauf haben wie Stormtrooperin. Kämpfe gehen durch die vielen verschiedenen Gruppierungen von all den verschiedenen gegnerischen Einheiten durch viel mehr challenging und aufrüstungsreich. Einzig frustrierend geht am Anfang wirklich der Spam von Attacken, die nicht blocken oder parieren kann, wie sie dafür extra Skills freigeschaltet wird. Aber auch beim Kerl singen andere Skills wird sich viel gedauert. So hätten nur all seine Force Powers aus dem ersten Teil direkt zu Anfang unlockt und es wird über das Spiel hinweg darauf abgebaut. So kriegt zum Beispiel einen Greifhaken, einen Dash für mich weit zu sprangen und es kann einen Jedi Mind Tricks benutzen für Gegner für kurze Zeit auf seine Seite zu zählen. Das Spiel ist in allen Hinsichten gewusst. Das Kampfsystem wird mehr daved und ist mehr challenging, die Exploration ist mehr aufrüstungsreich und belohnend. Und die Story ist noch mehr emotional und attrapend. Bis zum Schluss steigert das Spiel immer mehr und überzeugt mit bombastischen Storybeats und Setpieces. Einzig Performance lässt zu wünschen übrig. Gerade der Performance Mode auf den Konsolen ist ironischerweise nicht zu empfehlen.
weil die Performance dabei wirklich zwischen 30 und 60 FPS hin und her pendelt. Da fühlt sich der Quality Mode mit seinen größtenteils festen 30 FPS definitiv besser an. Er sieht dabei sogar besser aus. Im PC sieht es leider auch nicht viel besser aus. Ich hoffe wirklich, dass die Entwickler da noch weiter drüber und das weiter patchen, für das dort Performance-Probleme behoben können gehen. Aufschließend kann ich nicht mehr sagen, dass das für mich bis dato besten Star Wars Spiel ist. Aber in allen Hinsichten. Story und Charaktere sind mir nach mehr und Herz gewusst und ich kann schon kaum erwarten, wie man Kerler Sänger quasi Familie wird weitergehen. Der Gameplay war zeigt mit einem starken Kampfsystem und fantastischen Erkundungsmöglichkeiten. Das Spiel ist also so gut, dass ich es trotz dem Performance-Probleme allen empfehlen kann, die daran nicht so kritisch sind oder einfach einen von den besten Singleplayer-Spieler seit langem spielen wollen, das kein Remake oder Remaster ist. Still talking in your sleep, huh? Guess some things never change. Weirdo. Hairball. 2 Souls-Likes. 2 Moderatoren. Eng Offmod. Ciao. Ciao.